Guten Abend. Ich habe gefragt, ich ein bisschen mehr präzis auf das Thema von den Studenten und den Jugendlichen am Allgemeinen anzugehen. Und obwohl es schon gesagt ist, ging ich gerne zwei konkrete Punkte von der Reform für dich zu sagen. Und das ist nämlich, dass als echt die Tod de Majoration proportional aufgesagt gehen, was die Studenten am Anfang auch particulièrement betrifft, weil die ja oft mich später ins Berufsleben treten, aber weil den Tod geraschend wird, am Alter zusammen mit den Jahren, wo ihn effektiv kotisiert wird. Das heißt, in dem Sinn sind sie da speziell betroffen, weil bei ihnen die Majorationen mehr klein sind. Und dann der zweite Punkt, das wäre, weil auch schon gesagt hast, das sind die Studienjahren, wo sie aufsetzen, die heute am aktuellen System geht nämlich ugeraschend Jahre, wo ich studiert zwischen 18 und 27 Jahren. Und an dem neuen System wollen sie die begrenzen auf 20 bis 27 Jahre. Für mich macht das keinen Sinn. Also ich verstehe nicht, für was sagen die Jahre zwischen 18 und 20 Stunden waschwellen. Ich weiß nicht, für mich gibt das eine Message wie, ja, wir wollen nicht, dass die Jungen zwischen 18 und 20 Jahren studieren gehen. Und ich verstehe wirklich nicht, was sie da bewegen wollen. Dann will ich Parallelen sehen zwischen dem Sozialstaat und dem Bildungsstaat, die nämlich allen zwei am Anfang mit einer chronischen Unterfinanzierung zu kämpfen haben. Und dadurch irgendwie auch so durch den Gehen zu neoliberal Kräften zu kämpfen haben. Ich will ein Beispiel geben von der Uni Lu, wo am Anfang eine Partnerschaft gemacht wird mit einer Bank, für eben so einen Stuhl zu finanzieren. Und weil das ein bisschen fertig, muss sagen, wenn das System so geändert wird, eben noch wie das reformiert möchte, dass das alles eben immer mehr in die Richtung von der Privatisation geht. Und ich fand, dass so den Druck, den man könnt von der, also mit dem Argument von der Verwertbarkeit oder so, den passt nicht an den Konzept von einem Bien public, wie zum Beispiel auch Bildung, das eben, wie ich auch fand, dass es ein Krankenkäse oder ein Pensionskäse das. Den darf, diese Bien publiken dürfen auf keinen Fall fragilisiert gehen. Für mich allgemein fand ich, dass das Reform irgendwie auch vermittelt, dass der Staat keine Suchen hat, kein Moyen hat, für wirklich die Zukunft von den Jungen zu assurieren. Für allem eben nur da, also wenn sie bis fertig sind mit der Arbeit, dann sie bis an die Pension gehen. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass da irgendwie ein bisschen Vertrauen von den Jungen vielleicht auch an den Staat wird verloren gehen. Und da kommen dann auch so Sachen, ob das feiert altnächst zu der Privatisation, da kommen so Sachen, ob ihn sich nicht vorstellt, lieber eine Privatassurance zu wollen oder der überhaupt noch dabei zu zählen. Und das ist eine Sache, wo ich nicht gesehen, also wo ich nicht fand, dass am Interesse von den Menschen ist, aber wo ganz klar ist, am Interesse vom Kapital steht. Und am Allgemeinen, das ist nicht ungeschwart gehen, am Allgemeinen in Europa, als eine große Jugendarbeitslosigkeit. Und es gibt eben noch immens viel tendiert zu den prekarisierten Arbeitsplätzen. Also ich will jetzt ein kurzes Beispiel nennen von Spanien, wo eine junge Journalistin am Anfang einen Text geschrieben hat, für ein bisschen die Situation von den jungen Spaniern zu beschreiben. Und hat sich selber Bezeichnung gegeben von einer Migliorista. Also ich weiß nicht genau, wie ihn da ausschwätzt. Mir in jedem Fall soll das bedeuten, dass es Junker sind, die just die 1000 Euro verdienen pro Monat. Was durchgeht für zu leben, was aber nie durchgeht, für sich wirklich ein Leben aufzubauen oder eine Familie zu gründen. Und das war 2006, wo er den Brief geschrieben hat, in einer spanischen Zeitung, also El País. Und hat seitdem, so 2010, einen zweiten Brief geschrieben, wo er geschrieben hat, dass die Situation sich am Anfang noch viel mehr aggraviert hat und dass die immens viele Junker gehen, die just noch von Stage zu Stage leben, wo sie dann 600 Euro verdienen oder vielleicht nur 800, mir wollen nicht genug für ordentlich zu leben. Oder dass es immer mehr CDD gehen, dass immer mehr also Arbeitsplätze am Anfang freigehen. Und das ist auch eine Sache, wo ich mir vorstelle bei dieser Reform. Ich meine, die Leute sollen mir lange arbeiten gehen. Und irgendwie, was Leute mir lange arbeiten gehen, was
Mannerplatze freigehen, also das schenkt mir wie eine logische Konsequenz zu sehen. An der Front mich auch wo dann dort Platz am Anfang für die Jungen für not zu regeln. Es schon auch gleichzeitig schon das Gefühl, dass du was probiert wird von der Regierung sich so jung gegen all auszuspielen, weil nämlich also am Anfang so dass Druck gemacht wird ob die all, weil sie so und sie müsste lang schaffen gehen und dann als natürlich so dass der mehr Junker hast, die an dem Sinn können nur regeln, den Druck gemacht am Sinn von das weil da viele Leute da sind für die Alts rumplacieren und dass sie müssen sich an dem Sinn drugin oder dass sie müssen Konzessionen machen an ihrem Leben. Aber gleichzeitig geht dann natürlich auch Druck an die Jung, an dem sie mehr Junker gehen, die sich müssen einen Platz streuen. Und das normal ökonomisch, also das basischste Gesetz, weil die Pakет von der Offre an der Demande, das sind einfach immens viele Leute, die wollen einen Arbeitsplatz kreieren, wenn ihr mehr Jugendarbeitslosigkeit hört. Und natürlich dann muss man noch die Jung an dem Sinn Konzessionen machen. Und das alles fand ich auch, dass wirklich general an die komplett falsche Richtung geht. Und dass mir als Jungen so noch wirklich kein Mut möchte für, oder auch also kein Mut möchte für Zukunft, und noch general am Anfang keine Lust möchte für unbedingt also so wann Situation gedacht von mich schlecht an Lützeburg und das fand wirklich traurig, weil bis lo fand ist dass man relativ soziale also kennt passen sie mit der soziale Staat und das gibt das wirklich so Schritt zurück an die falsche Richtung und ja ich hoffe wirklich dass durch ideal als Syndikator den Heuers irgendwie fertig bringt für eine Absandlung in der Reform oder das Bestfall zu stoppen.